Wir begrüßen Bestrebungen für eine mehr klimafreundliche Transition auch im ökonomischen Bereich. Das Gesetz bringt aber eine Reihe Punkte mit sich, die uns aber ein bisschen Sorge machen, für allem am Hinblick auf den Mittelstand. Wir begrüßen die Idee, den sozialen Ausgleich zu schaffen für Mesuren an der Klimapolitik, die einen negativen Impact auf die an Entreprisen haben. Wer das hier mal Sorge möchte, als Zukunft von den kleinen und mittelständischen Betrieben durch auch die Handwerksbetriebe. Die vom Gesetz, wie sie den Echangesystem von Emissionsquoten appliziert sich nämlich auf die Fournisseur auch von den Kombustible. Das bringt nicht unweigerlich mit sich, dass der Preis für die Kombustible in die Luft geht, aber auch der Preis, damit verbunden von den Materialkosten, geht auch in die Luft. Das ist das für alle, für die Betriebe ein Problem, die ganz mobil müssen sein. Ich denke an die Betriebe, die viel Kabinetten haben, und dafür auf die verschiedensten Plätze müssen fahren. Das bringt substanziell mehr Kosten mit sich, die sie entweder selber müssen drohen oder notgedrungen und die Klienten weggehen. Die einzige Option bleibt dann, an mit klimafreundliche Technologien zu investieren. Das ist aber das just begrenzt möglich, besonders auch im Bereich von der Mobilität. So wie auch die Chambre des Métiers da gemerkt hat, denken ich häufig an allem an die Betriebe, die nicht viel Margen haben, für sie ein Flott an mit klimafreundlichen Gefähren anzuschaffen. Die Entreprisen sind durch die hohen Personalkosten in einer Situation, dass sie sich kurzfristig oder langfristig keine allzu großen Investitionen leisten können. Ich muss Ihnen noch bedenken, dass es einfach ist, für zu sagen, investiert in eine klimafreundliche Transition. Wir auch die suchen, muss ja von irgendwo hier kommen. Der finanzielle Sput von diesen Betrieben lässt das nicht immer zu. Ein Chambre professionell hat dort abgeworfen, ob der Klimafonds gut genug abgestellt ist, für die negativen Konsequenzen von der Preissteigerung auf Betriebe aufzufedern. Es wäre an Eisenhower wichtig, dass daran analysiert wird, welchen Impact das Projekt finanziell wirklich hat. Ein Weg, dass ich mich der Erhöhung vom administrativen Aufwand für die Entreprisen, die helfen anfragen. Dazu kommen dax lang die Lehre, bis das helfen akkordiert gehen am kommen. Das sehen wir ja auch bei anderen Plätzen, da sind Dialekte wie an der Verteidigungsbereich, die dann der Mond machen und dauert Jahre, ehe sie dann da etwas kriegen. Ich meine, das ist auch nicht gesund. Wir vom Konstruktionssektor schwätzt auch an engens vom Logement. Energiesparmaßnahmen dürfen nicht Preise so an die Luft treiben, durch einen Fall auch dann Materialkosten, dann nämlich nach einer Minorität sich eine eigene Wohnung leisten kann. Klimapolitik muss global angegangen gehen. Wir könnten weltweit eine reelle CO2-Reduktion erreichen, indem wir zum Beispiel gezielt eine technologische Modernisierung von allen Kohlekraftwerken investieren. Das geht an den Ländern geschehen, die für den Großteil der weltweiten Emissionen zuständig sind. Ich meine, das gibt dem Klima mehr helfen, wie die kleinen Sachen, die mir allheim was ja wichtig ist. Wir sind es am Gang, die Energie zu sehen, wo wir selber drauf sitzen. Weil der Klimawandel oder das Klima sich, Emissionen bleiben ja nicht für an der Grenze stehen, die gehen weltweit. Und dafür muss man das Problem auch unserer Meinung nach weltweit mit anpacken. Auch Lützburg sollte seinen Teil auch da leisten. Alles um allem machen wir diesem Projekt eine Klimaschutzpolitik zu also preissteuerlich feiert, aber problematisch geht für als Betriebe an den Mittelstand ist. Und damit sind noch ein ganz rich Arbeitsplätze angefroren. Das ist das für uns nicht der richtige Weg. Und dafür wird man dieses Projekt nicht drohen, sondern ich möchte für Ihre Aufmerksamkeit. Très bien.